Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und es ist Weihnachten oder es ist so gut wie fast Weihnachten und da müssen wir auch über einen weihnachtlichen Film sprechen. Ich bin ja der Corby, wie der eine oder andere bestimmt schon meiner lieblichen, wunderbaren Stimme herausgehört hat und mit dabei habe ich auch in weihnachtlicher Stimmung den Mike. Hi Mike! Ho, ho, holy shit! Habe die Ehre beieinander. Servus. Ah, schön. Ja, und es ist doch mal ganz angenehm, über einen Weihnachtsfilm zu reden, der direkt in die Slasher-Richtung geht und das ohne einen Kani. Ja, wundert mich ein kleines bisschen, weil ich meine sogar, dass das einer von seinen Lieblingsweihnachts-Slasher ist sogar. Oh. Neben Black Christmas. Oh, okay, dann muss ich... Ja, eigentlich, ich muss nicht aufpassen, was ich sag. Aber im Nachhinein kann ich mir wahrscheinlich da was Das sowieso, das kannst du sowieso nicht recht machen. Es geht um Silent Night von dem Jahr 2012 vom Stephen C. Miller. Sag bitte nur den deutschen Beititel dazu. Sag mir bitte dazu. Natürlich heißt er in Deutschland Leise rieselt das Blut. Unfassbar. Unfassbar. Ja, da hat man sich gedacht, Stille Nacht, blutige Nacht oder sowas, das war ja viel zu nah dran an Silent Night, also machen wir mir Leise rieselt das Blut. Ja, wobei, es ist ja eigentlich ein Remake von dem Film von 1984, habe ich gelesen, oder? Das ist ja direkt von Silent Night, Deadly Night von 84, ist ja das im Endeffekt der Remake. Und da hieß es auch schon Leise rieselt das Blut, nein, oder was? Der hat einfach nur Stille Nacht, blutige Nacht geheißen. Okay, in Deutschland. Da hat's ja passen. Ja, genau, da hat's wieder passen. Naja. Ja, dann, Mike, du und der Kani, ihr habt euch den ja gewünscht, ihr habt den jetzt zum ersten Mal gesehen. Daher, wenn jetzt ich die Handlung erklären darf, diese famose und komplexe Handlung, dann mache ich bestimmt irgendwas falsch, deswegen darfst das du erklären. Okay. Da die Handlungen von Slasher immer hübsch knackig sind, glaube ich, bringe ich das zusammen. So kurz vor der Weihnachtszeit, der anstehenden Stille Nacht und Heiligen Nacht, gibt's in einem kleinen amerikanischen Städtchen blutige Morde, die der Polizei Rätsel aufgeben, weil eigentlich ziemlich wahllos Leid umgebracht werden, auch Kinder und alte Leute und die Polizei ermittelt, wer das denn dann sein kann und stößen auf allerlei falsche Fährten und fahnden nach dem Killer und der mordet blutig weiter. Mehr gibt's eigentlich nicht, oder? Ja, es entwickelt sich irgendwann schon so eine Art Handlung. Oder Twist, was weiß ich, ist schwierig irgendwie zum sagen. Und du hast ihn ziemlich hoch bewertet bei Letterboxd, habe ich gesehen, mit 4 Sternen. Ja, weil es genau so die Art Slasher ist, die ich mag, so richtig alte Schule, ohne irgendwie große Schnörkeleien und so. Und es ist ja wirklich bis auf ein paar Ausnahmen hat die Charaktere ziemlich schön gestaltet. Da ist jetzt nicht wirklich so ein Ausfall dabei, so die typischen Nerv-Teens oder was weiß ich. Jeder Charakter, auch wenn er, wie gesagt, nicht immer sympathisch ist, hat doch irgendwie so seine Momente, wo es dann schmunzeln musst. Und das mag ich von Haus aus. Die Morde sind richtig cool inszeniert, haben richtig blutig, die Kamera halt drauf. Der Killer ist, hübsch sadistisch, was dem Film dann auch in der ungeschnittenen Fassung eine Spio-JK-Freigabe eingebracht hat. Ich glaube, indiziert meine ist er sogar auch. Und ich hab da eben, wie schon bei Halloween Kills ich auch schon gesagt habe, finde ich einfach so straight Slasher einfach cool. Da muss nicht recht viel mehr Schnörkelei dabei sein, wenn der einfach das ist, was er sein möchte, dann hat er bei mir schon ein Stein im Brett und ja, der taugt mir richtig. Ich habe jetzt gar nicht geschaut bei dir, wie ist denn bei dir Letterboxd? Was hast denn du dem gegeben? Ich habe mit Absicht noch nicht bewertet, weil ich ein bisschen Schiss gehabt habe vor euch. Ja, wir hätten mal, also damit unsere lieben Hörer das ein bisschen besser verstehen, wir hätten uns den eigentlich gestern schon im Podcast gegeben, sage ich jetzt mal. Also da hätte dann auch der Kani mitgeschmatzt. Und wenn einer von euch dann vorher schon mal Bewertung bei Letterboxd gesehen hätte, dann hätte jetzt irgendwie wahrscheinlich von Haus aus verbal verprügelt. Dann hätte ich Solo-Folge gemacht, oder was? Vielleicht, ja. Okay, du bist quasi ja nie so begeistert von dem Ganzen. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht in der normalen, also in der
ungeschnittenen Fassung gesehen, sondern weil ich einfach bei Amazon Prime geschaut habe, ob er zum Ausleihen ist, habe ich ihn mal ausgeliehen und habe dann relativ schnell gemerkt, hui, da sind bestimmt viele Schnitte. Dann habe ich auf Schnittberichte kurz geschaut, habe dann gesagt, okay, ja, definitiv. Deswegen, ich weiß halt, was weggeschnitten worden ist. Ich habe mir die Bilder halt dann auch ein bisschen angeschaut bei Schnittberichte. Ja. Und ja, ob's das allein rausgerissen hätte. Immer. Immer. Die blutigen Details beim Slasher reißen immer aus, weil das ist ja das, wegen dem man sich die ganze Gaudi eigentlich anschaut. Ich weiß jetzt nicht, hast du dann auch geschaut, wie viel abgeht, zeitlich? Wie viele Stunden das rausgeschnitten wurde? Stunden. Ich schätze mal wahrscheinlich so um die 3 oder 4 Minuten. Ach du, ich so glaub, viel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das längste wahrscheinlich die Häcksler-Szene ist, Okay. die es weggeschnitten haben. Also man sieht, dass sie im Häcksler landet, also als wenn man viel Fantasie hat, kann man sich das auch entsprechend vorstellen. Ja. Aber ja, Die es ist hübsche, halt immer die sehr ansehnliche Dame, muss man sagen, okay? die sehr ansehnliche Dame, ja, richtig. Ich habe vorhin mit meiner Frau diskutiert, ob die echte Tittchen gehabt hat oder nicht. Habe ich auch schon spekuliert. Also das war ein wenig komisch. Also ich glaube fast, dass es echt waren. Ich glaube auch, dass die echt waren. Ja. Dadurch macht es den Film natürlich ein bisschen authentisch. Also, ich sag mal so, angenommen, wir würden eine Weihnachtsparty veranstalten und der Film läuft so nebenbei, also so Weihnachtsparty à la Carne, Ja. und der Film läuft so nebenbei und man passt nicht wirklich auf und man kriegt jetzt nicht so wirklich mit, ob da jetzt eine Handlung spielt oder nicht, Ja. dann ist das bestimmt echt nett zum Schauen. Und wenn er dann die ganze Zeit bei Affe haut und sagt, jetzt schon hier, jetzt kommt's gleich. Wolle, hat der den Kopf jetzt auseinandergehauen mit dem Hakel. Hast du das gesehen? Ja, und dann wird weiter gesucht und weiter geratscht. Genau. Allerdings, es waren halt echt ein paar Einstellungen dabei, die haben mir von Anfang an das Bild vermittelt, ui, da hat sich einer vielleicht nicht ganz so viel Mühe gegeben, ob das jetzt gerade realistisch umgekommt oder ob das alles so gut zusammenpasst vom Sinn her. Okay. Und das hat man halt dann schon wieder voll genommen. Es sind ja so ein paar Kleinigkeiten dabei, wo ich mich dann ein bisschen lustig drüber gemacht habe. Zum Beispiel, wo es dann in dem Polizeirevier sind und kein einziger PC ist aber die Rezeptionistin kann alles über ihr Headset machen, ohne dass sie irgendwo anders hinklickt. Finde ich beeindruckend. Also da hat mich auch interessieren, was das für ein Headset ist. Okay. Also wenn ich einfach nur am Ohr dann nochmal draufklicke, bin ich schon mit einer anderen Person verbunden. Es hat mich fasziniert. Ja, mein Gott. Ja, das ist ganz interessant, wie unterschiedlich wir die Filme schauen bzw. wahrnehmen. Also, wie gesagt, ich sehe oder ich weiß, ich sitze mir jetzt zum Slasher hier, dann habe ich da bestimmte ganz andere Erwartungen als die, wo du wahrscheinlich hast, wenn du bei so einem Film hier sitzt. Ich habe mir bei ein paar Szenen an eine Wer bist denn du Folge erinnert gefühlt mit dem Herrn Spachmann. Aha. Und da habe ich mir dann gedacht, Shahi, den Fuß, den er gerade in der Hand hat, das kann so Puppenteil sein, das er sammelt. Und da habe ich mir gedacht, ja, da haben sie sich halt echt Mühe gegeben und wahrscheinlich genau um das ging es dann halt auch in dem Film. Aber ja, also das ist wirklich schon eine von den Stärken von dem Film. Also ich habe schon befürchtet gehabt, also ich habe seit Release nicht mehr gesehen, aber es ist ja doch öfter so, dass in der letzten Zeit die Filme doch die Splatter-Szenen recht oft mit CGI unterstützen, wo ich einfach auch nicht so begeistert bin. Wie gesagt, gut, wenn es jetzt halt erweitert ist, man sagt, man macht jetzt eine Prosthetik irgendwo hier und erweitert das mit CGI oder so, aber wenn du dann die Blutspritzer und das Zeug mit CGI machst, das nervt mich immer. Und ich muss sagen, das hat bis auf die Häcksler-Szene bei ein paar Einstellungen war der Film hübsch handgemacht, die ganzen gorigen Einlagen, und das hält dem Film immer zugute. Auch die Kopfspaltszene oder wenn dem Pfarrer die Finger abgeschnitten werden oder so, das war immer handgemacht. Oder wo dem Vater die Gedärme raushängen, wenn der Polizist die Spitzhacke ins Auge kriegt. Also ich merke, es wird ziemlich gesuppt in dem Film und das wirklich handgemacht und das hält dem voll zugute. Also das ist haben sie stark gemacht. Ja, aber dass ich dem jetzt mehr wie, die dem jetzt sehr weit aus dem Fenster 3 Sterne gegeben hat oder so. Ja. Da gehört für mich dann schon auch nur eine schlüssige Handlung dazu. Und das okay. Brauche ich zum Beispiel gar nicht.
Das, in dem Fall brauche ich es nicht. Wo viele Leute zu mir gesagt haben, die haben sich unser Review angehört von Halloween Kills, die haben gesagt haben, ja, was redst du denn? Der Film war scheiße. Ich sag, ja, ich schaue noch halt, ich habe einfach andere Erwartungen. Weißt, das ist, ich schaue der Film fängt an, dann sage ich, okay, der hat einen hochwertigen Look. Also der Look, es war wirklich schön von dem Film. Die Synchro, gut, die deutsche Synchro, das ist jetzt so ein Manko bei dem Ganzen, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, das war oftmals ein bisschen hart am Rande von der Pornosynchro. Aber du redest jetzt von Halloween Kills. Nein, ich bin schon wieder zurück bei Silent Night. Ich wollte nur den kurzen Hook zum Halloween Kills bringen, wo ein paar Leute eben auch gesagt haben, ja, warum gefällt denn dir dann der? Warum kann man so wenig Anspruch haben? Aber okay, wenn ich beim Slasher sitze... Was gefällt dir da jetzt bei Silent Hill speziell, Silent Night? Ich glaube, du hast auch Silent Hill gesagt, oder? Ich bin jetzt gerade total verwirrt. Okay. Also, wenn wir Silent Hill sagen, dann meinen wir Silent Night in der Natürlich, Folge. das ist schon im Richtigen. Passt schon. Jedenfalls, was hat dir jetzt genau an dem Setting so gut gefallen? Erstens einmal ist das Weihnachtsfeeling cool umgekommen. Das fand ich schon mal schön da in der Kleinstadt, so das verträumte Kleinstadt-Szenario finde ich von Haus aus immer cool. Ja eben, und unsere Hauptdarstellerin, die Jamie King, die man übrigens auch aus My Bloody Valentine 3D kennt, die hat die Sache auch schön gemacht, der war mal gern mit dabei bei ihren Ermittlungen und so. Ja, und dann wirklich die Kills reißen es voll aus, das war richtig cool. Der Film hat partiell einiges an Humor zum Bieten und ist auch, teilweise nimmt er sich auch nicht so ernst bei der Szene, wenn er den anderen Nikolaus da schluckt, quasi, wenn er seine Handschuhe aber tut und hat am Schlagring Ho, Ho, Ho draufsteht oder so, weißt du. Er nimmt sie auch nicht wirklich so 100%ig ernst, aber wenn er dann ans Eingemachte geht, dann zirkt er halt so richtig an und der hält mir einfach bei der Stange und das erwarte ich von einem Slasher und das hat mir der voll gegeben. Okay. Ja. Bis auf Setting, da stimme ich da überhaupt nicht zu, aber beim Rest, das passt zu weit für mich. Also, ich sage jetzt mal so, ich habe mit dem Setting deswegen ein Problem, weil sie wollen ja vermitteln, das Ganze spielt zu Weihnachten oder halt, ja, sehr nah an Weihnachten drohen. Ja. Es ist Dezember und es ist kalt. Ich meine, es gibt ja eine Szene vom Bürgermeister, wo er dann da steht und so ein bisschen friert und seine Handschuhe hat und gerade seine Lichterkette da um den Baum wickelt. Und dann kommt seine Tochter mit dem knappesten Kostüm aller Zeiten, die überhaupt nicht friert. Also das war schon mal so ein Ding. Ist doch egal, du kriegst schon wieder Schauwerte. Ja. Du kriegst ja schon wieder Schauwerte. Und dann bei der Häcksler-Szene, wo die andere halbnackert durch diesen Vorort rennt, das schaut auch jetzt nicht so aus, als wenn es da jetzt wirklich Winter war. Okay. Ja, das war mit Dirndl, die friert doch sicher. Ja, ich habe mir echt gedacht, hey, das kann ja nicht sein, die zittert nicht einmal ansatzweise. Der andere steht mit Handschuhen da und wickelt da die Lichterkette. Und dann der Pfarrer, oh leck, ey, Wahnsinn. Also das ist so ein schlechtes Schauspiel. Ab der ersten Szene, wo der einfach nur zu sehen ist, merkst du, alles klar, das ist eine pädophile Drecksau. So nach dem Motto. Ja. Und dann den Sinn habe ich nicht verstanden. Wieso, also der Typ war unsympathisch, ja. Aber warum ist der umgebracht worden? Ja, aber eben, wie du sagst, also er wird wahrscheinlich, wir haben es zwar nicht gesehen, aber man sieht ja immer wieder, dass er recht ein schmieriger, geiler Bock ist und er ist unartig und dann geht's ab. Dann kommen die Finger runter und das Messer im Bauch und fertig. Hast du gesehen, bei dem kleinen Kind, das war bloß ein wenig verzogen und hat schon einen Schürhaken in den Hals gekriegt. Das habe ich verstanden. Bei dem Kind. Das hast du verstanden, okay. So wie das Kind mit seiner Mutter da geredet hat, wo ich mir gedacht habe, hallo, was ist denn jetzt los? Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, er hat während der ganzen Ermittlungsarbeit immer wieder schöne tut ja quasi öfters mal auf die falsche Fährte locken und so. Und es gibt immer wieder so Spannungsmomente, wo es wirklich auch das Tempo runterfahren und Ding. Also fand ich gut. Und ich war wirklich nie, dass mir der Film gelangweilt hätte, was bei manchen Slasher sagst, okay, der erste Kill ist jetzt spiele ich eine Dreiviertelstunde vor, da kommt sowieso nichts Gescheites und dann kann ich ihn laufen lassen, weil dann geht's Gemetzel los. Fand ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht, weil der eigentlich immer irgendwie, weil er so sprunghaft war zwischen die Charaktere, es war immer irgendwo ein Tempo drin.
Es ist echt interessant, ja. Ja, wirklich. Wie unterschiedlich man die Filme aufnehmen kann. Also, was sagst du überhaupt zum Auftreten vom Killer? Wie hat dir der gefallen? Der war cool. Die Maske ist cool, gleich der Anfang ist cool, wo er sie da fesch macht, sage ich jetzt mal, wo er das erste Mal das Kostüm anzieht. Und dann auch der erste Kill ist cool mit der Lichterkette, wo immer das Opfer, weiß ich nicht, der reagiert so komisch, habe ich auch nicht so gut gefunden, aber sagen wir mal, das Auftreten vom Killer selbst und auch die Kills, die waren cool, ja. Und sagen wir mal, die waren wahrscheinlich sogar noch cooler, wenn ich den Uncut gesehen hätte. Wahrscheinlich. Ja. Ich sage jetzt mal natürlich, wenn du jetzt einer bist, der wo jetzt Mords den Anspruch hat und du bist jetzt einer, der wo nur beim größten Kunstkino sitzt, dann muss ich oder wirklich, wenn du sagst, du schaust lieber Tarantinos oder was weiß ich, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass du bei so einem Film sitzt und sagst, ja, das ist Videotheken-Mopsi-Ware, das ist Käse, das ist, den schaust du einmal auf, vergisst und fertig. Ich kann mir das gut nachvollziehen, wie es dir da geht. Ich kann wirklich. Also, ich mag Slasher schon. Okay. Und was ich aber halt mag, ist, dass man sich halt dann da schon auch Mühe gegeben hat im Sinne von, es ist alles soweit schlüssig für den Zuschauer. Und da habe ich mich einfach zu wenig abgeholt gefühlt. Okay. Aber ich glaube, ich habe mich dann einfach verbissen und dann haben ich und meine Frau uns da gegenseitig so hochgeschaut. Okay. Ja. Okay. Das habt ihr gegenseitig hochgeschaukelt quasi. Den Film niedergeschaukelt und euch hoch. Wir haben uns hochgeschaukelt also sie hat mir auch aufmerksam gemacht, so, hey, schau mir das an, du einziger PC läuft da und sie sitzt da nur da und tut gerade so, als hätte sie recherchiert. Ja. Oder dann auch der Malcolm McDowell, der halt dann irgendwie 1 Meter vor dem Fernseher irgendwie wegsitzt und dann, ach ja, weiß ich nicht, ich hätte wahrscheinlich davor 2 oder 3 Bier trinken sollen und dann... Ich habe 2 Tassen Glühwein gehabt, das hat vielleicht auch den Teil dazu beitragen. Aber es gibt viele Filme, wo ich mir denke, okay, da freue ich mich eigentlich hauptsächlich auf die Kills und aufs Auftreten vom Killer und da muss es auch nicht so schlüssig sein und ich meine, da gebe ich ja dann auch recht, da lässt man sich dann einfach drauf ein, aber bei dem Film, da waren es mir zu viele Charaktere, die irgendwie nicht gut eingesetzt worden sind und ja, außerdem, es gibt da schon die blonde Bürgermeistertochter, die ist für mich schon das Teenie-Äquivalent zu dem, wo du gemeint hast, die nervt normalerweise. Aber sie war jetzt nicht so wie jetzt der Lock-Off im Freitag der 13. Remake. Das ist für mich, weiß nicht, kennst du den? Weißt du, was ich meine? Der, wo die Sexszene spendiert kriegt. Das ist für mich zum Beispiel einer, dem, wo du Sex und sagst, wow, bitte stirb sofort. Das habe ich jetzt bei der nicht gehabt. Also der sagt zwar schon, ja, das ist das Dummchen. Ich muss ja auch noch dazu sagen, sie hat eine von den coolsten Szenen im Film und Anspielung an das Original, wo ich eigentlich während des Films eigentlich gemeint habe, das war ein eigenständiger Film. Ich habe aber dann nochmal nachgeschaut, eben bei der OFDB, und er wird als Remake für den Silent Night, Deadly Night angegeben. Und da gibt's ja quasi ja dieselbe Szene im Original als auch hier, wo die Dame jetzt, wo wir gerade reden, am Hirschgeweih aufgespießt wird. Die Linnea Quigley wird quasi im 84er Film auch auf dem Hirschgeweih aufgespießt. Fand er sehr cool. Und die Szene ist fast 1:1 übernommen, gerade halt ein wenig besser gemacht. Das ist ja wirklich meine Lieblingsszene. Also jetzt nicht nur, weil es dieses Weihnachtsdessous hat, sondern insgesamt. Das ja, ist kreativ, unterhaltsam. Cool. Also, ja. Danach hast du den... Was? Nein, das Original habe ich nicht gesehen. Okay. Vielleicht kannst du mir da kurz abholen, ob es da dann auch mehr um diese Polizeirecherche geht. Eigentlich nicht. Also der Film ist im Endeffekt, oder die erste Hälfte fast aus der Sicht vom Killer. Dieses ein junger Bursch, oder ein Kind, der muss mit anschauen, wie ein Verrückter in einem Weihnachtsmannkostüm seine Eltern mit der Axt umbringt. Dann kommt der Bub in ein Waisenhaus, das von Nonnen geführt wird, und die regieren da mit eiserner Hand und Stock. Und der Bub wird quasi die ganze Zeit transaliert von den Nonnen und wird verprügelt und. Und eines Tages wird's ihm halt dann, er ist ja dann schon groß, der Bub ist dann schon zum Mann herangewachsen, und dann wirft's ihm halt eines Tages am Heiligabend einen Schalter, und er fängt dann an, im Weihnachtsmannkostüm die Leute umzubringen. Also von der Story her ist es eigentlich hübsch
anders. Wird da zwar dann schon polizeilich ermittelt und Ding, aber du weißt eigentlich immer, wer der Killer ist und wie es halt rund geht. Also der Fokus ist bei beiden Filmen komplett anders. Stell dir mal tatsächlich geiler vor wie den von 2012. Es ist ein starker Film. Es ist ein ganz guter. Wie gesagt, der hat damals riesige Kontroversen ausgelöst. Da haben direkt besorgte Eltern und was weiß ich mit Tafel vor dem Kino gestanden, 84, und haben demonstriert und gesagt, es macht unsere Kinder das Weihnachten kaputt und bis der Film dann wirklich raus da worden ist aus die Kinos nach ein paar Wochen und hat aber da schon locker so viel Kohle eingespielt. Das war ein richtiger Hit. Aber die haben sich dann wirklich da gebeugt und haben den Film dann raus da aus dem Kino, weil sie dort Leute total echauffiert haben und da dagegen vorgegangen sind. Also ähnlich wie bei den Kontroversen, die damals entstanden sind bei Maniac. Ja, genau. Da die Leute waren noch nicht so weit. Ja, die 80er, die waren absolut Horror- und Slasher-Hype und genau andersrum absoluter Horror für Horrorfilme, für Eltern und für... ja. Es hat ja damals eben auch keine wirkliche Prüfstelle gegeben oder was. Ich weiß ja jetzt, wie es bei uns in Deutschland war, wie es bei den Amis war, weiß ich nicht. Aber es hat ja eine Zeit lang auch keine Prüfstelle gegeben. Die Filme, die sind ungeprüft in die Videotheken gestanden und da hinten nie auf der Hülle drauf gestanden ist am Anfang irgendeine Altersfreigabe, ist ja dann die auch an Kinder ausgegeben worden. Wo man natürlich sagen muss, ein Freigabesystem ist schon nicht schlecht, nur wie man es halt dann umsetzt. Weißt du, wenn man sagt, okay, man ist 18, dann sollte man eigentlich alles sehen dürfen, aber dann unter dem Vorbehalt, okay, das kann Jugendlicher singen, obwohl der Film nur für Erwachsene ist. Das ist halt scheiße, weißt du, wo du sagst, da ist eben dann der große Hype in Deutschland losgegangen, weil jeder wollte halt die Uncut-Filme singen, aber die haben nicht alle von der FSK stark zensiert worden. Und ja, das war halt bei uns ein wenig ein Kass. Und mittlerweile, wenn ich das so sehe, jetzt die News ist jetzt letzte Woche gekommen, The Sadness, wo ich letztes Mal bei dem Alex noch verzeiht habe, der kriegt sicher keine Freigabe. Jetzt kommt er ungeschnitten ins Kino. Also der Film, das war ein klarer Paragraph 131er Gewaltverherrlichungsfilm gewesen, vor, ich sag jetzt mal 5 Jahren. Da war das nie so weit gekommen, wie dass der ungeschnitten bei uns im Kino laufen darf. Niemals. Aber gut, ist ein anderes Thema. Naja, anderes Thema, beziehungsweise beeindruckend, wie das mittlerweile wahrgenommen wird. Ja, total. Und durchgegangen wird. Das ist eigentlich krass. Ich war schockiert. Also es gibt da viel Kurzfilme bei YouTube, die sind einfach öffentlich erreichbar, wo ich mir auch denke, das geht teilweise schon ein bisschen an die Substanz. Ja, voll. Aber das Gleiche auch bei Videospielen. Ich meine, also scheinbar stumpft man da halt mit der Zeit immer und immer mehr ab. Ja. Aber ist ja klar. Ich meine, ab wann haben Kinder mittlerweile ein Handy, vielleicht sogar ohne Kindersperre, wo es einfach alles Mögliche da greilen und kriegen und auch singen. Ich meine, ja. Und da waren schlimmere Sachen auf manche Handys, wie in jedem Film zum Singen sind. Also, wo ich da schon manche Sachen gekriegt habe, wo du sagst, ja, Kruzifix, das wenn der Kind sagt, dann ist der Ofen aus. Das ist ein Wahnsinn. Da reicht's mir schon, wenn ich das sehe. Ja, voll. Oh Mann, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, verdammte Scheiße. Absolut. Genau, dann denkst du wieder, soll er jetzt einen Kani sperren oder nicht? Ja, genau. Hau ihn weiter. Naja, ist er doch ein netter Kerl. Manchmal. Ich weiß nicht, hast du My Bloody Valentine 3D gesehen? Ja. Ist dir die Pornoshoot-Szene jetzt in Silent Night, die hat für mich brutal viele Parallelen gehabt zu der Sexszene oder der gefilmten Sexszene in My Bloody Valentine. Quasi die Nocker, die läuft dann quasi auch aus dem Hotelzimmer raus, wird dann eben auch umgebracht und so und alles wird gefilmt und die Polizisten schauen sich dann später auch das Video an, wie es umgebracht wird und vorher halt das heiße Video, da den Vorpart quasi und dann den Mord und so. Also das ist mir dann schon stark oder hat mich stark an Bloody Valentine erinnert, mitsamt der Hauptdarstellerin eben auch, der Jamie King. Wann ist denn My Bloody Valentine rausgekommen? Ich glaube 2009 oder so. Okay. Also das heißt, ja, ist ja in Ordnung. Das ist ja dann ein bisschen so als Hommage zum Singen, dass man das dann auch macht. Und ich meine, die Szene, das war auch unterhaltsam. Also der Kill und die Verfolgungsjagd und so und das mit dem Häcksler. Was ich vorhin sagen wollte, weil du ja gesagt hast, das ist also eine Art Remake zu dem von wann? 84? Ja. Auf Wikipedia. Und ja, bei dem Film muss ich auf jeden Fall bei Wikipedia gucken, weil da kann ich gar nicht so viel drüber reden.
steht, dass er auf einer wahren Begebenheit basiert, tatsächlich. Okay. Also jetzt nicht der von 84, sondern der 2012er. Was? Und zwar basiert es auf einem Massaker, das heißt Covina Massaker. Und zwar ist es 2008 gewesen, da hat ein 45-Jähriger in einem Santa-Kostüm auf einer Weihnachtsfeier 9 Leute umgebracht. Okay. Mir Deswegen hat es wahrscheinlich auch diesen Ermittlungstouch und immer wieder diese Szenen. Und hätte man das anders dargestellt, dann kann die vielleicht jetzt auch viel besser über den Film reden. Und ey, es ist echt so, ich hab da schon eine Leidenschaft dafür, für sämtliche Genres, die es gibt. Und beim Maniac, den habe ich auch cool gefunden, wo wir uns den angeschaut haben. Und da kann ich dann auch natürlich über den einen oder anderen, Wink oder die eine oder andere Szene mal hinwegsehen. Aber da, weiß ich nicht, das war vielleicht einfach eine andere Erwartungshaltung. Weil ihr zwar immer vorher die Filme so hoch feiert und ich denke mir dann, ja, okay, der muss richtig gut sein. Dann lohnt es sich einmal, den für 4 Euro zum Leihen für 2 Tage. Ja, leider. Ich muss aber dazu sagen, jetzt weiß ich auch nicht, so viel Slasher schaust du ja nicht, oder? Also wenn da mal einer dazwischen kommt, aber du bist jetzt nicht einer, der sagt, hey, da kommt jetzt ein neuer, den muss ich sofort sehen, oder? Na, so nicht. Es ist nämlich auch so, dass ein richtig guter Slasher oder einfach ein stimmiger Slasher ganz schwer zum Finden ist. Weil oftmals passt dann hinten und vorne nicht, dass du dann wirklich sagst, jetzt sind wieder die Idiotencharaktere dabei und wieder mal Phones in einer Waldhütte und wieder mal ist der Killer mit einem Sack über dem Kopf oder was weiß ich, oder irgendein Mutant oder was weiß der Geier. Aber da war es halt jetzt wieder mal so, dass da wirklich verhältnismäßig, deswegen hat er ja auch nicht 5 von 5 gekriegt, sondern gerade 4 von 5, dass verhältnismäßig alles passt so ungefähr. Also, und das hat mir wirklich gefallen, weil das wieder mal ein Slasher war, der eben war wie, oder er hat ein wenig das Gefühl von einem 80er-Film gehabt. Oder war der Aufbau auch so wie ein Film aus den 80er. Und das, hat mir einfach gefallen. Ich fand den stark. Und wie gesagt, da war so Kleinigkeiten jetzt mit PCs, die an sind und solche Sachen, das fällt jetzt mir nicht so auf. Was mich dann eher gestört hat, das ist, dass der Malcolm McDowell, wenn ich schon so einen Schauspieler hab, dass der total verhorzt war. Also das war ja scheiße, die Rolle war ja für den Arsch. Da kämen wir dann auch zu meinen Tops und Flops vom Film. Also da gehört auf alle Fälle dazu, dass der Malcolm McDowell verhorzt ist in dem Film. Der hätte eine andere dann Rolle. Dann machen wir doch da gleich weiter. Dann machen wir doch gleich die Tops und Flops, ja. Freilich. Also, wie gesagt, mein Flop ist, dass den Malcolm McDowell verhorzt haben. Ganz einfach. Wer den in seine anderen Filme da mittlerweile gesehen hat, der hat wirklich was drauf. Als Dr. Loomis von mir aus in Rob Zombies Halloween, den werden die meisten eher noch kennen, oder Clockwork Orange oder so. Das ist ein richtig geiler Schauspieler. Aber in dem Film voll verhorzt. Und wie gesagt, auch die teilweise Einsatz von CGI beim Blutspritzen, sowas nervt mich. Aber die sind wahrscheinlich dann also Budgetsachen. Wenn der Rest handgemacht ist, so wie jetzt in dem Film, dann schaue ich da drüber hinweg. Ja, und der ist eben das Plus. Also die wirklich handgemacht Blätterszenen und sowas finde ich richtig geil. Und wenn er richtig draufgehalten wird und nicht bloß allerweil alles im Off oder antäuscht oder sonst irgendwas, sondern mal so richtig zeigt, wo es die Effektschmiede drauf hat. Und ja, das wird dir dann einen guten Slasher auf jeden Fall auf. Und jetzt kommst du. Ja, ich glaube, ich habe ziemlich viel Negatives gesagt, deswegen fange ich jetzt mit dem Positiven an. Okay. Was ich cool finde, ist, jedes Mal, wenn der Killer irgendwie unterwegs war oder wenn man so Andeutungen im Film gehabt hat, dann ist diese Stille Nacht, Heilige Nacht Melodie gekommen, diese abgewandelte, die habe ich geil gefunden. Also das habe ich wirklich als angenehm empfunden, dass halt immer wieder diese Andeutung kommt, dann kommt wieder diese verzerrte Version von der Melodie und dann denkst du, okay, jetzt kommt er gleich wieder und bringt jemanden um oder vielleicht findest du heraus, wer es ist. Das fand ich cool. Und ja, über die positiven Szenen, da haben wir vorhin auch geredet, halt gerade das mit dem Häcksler oder dieser Pornoshoot und so. Oder es war ja kein Pornoshoot, das war ja einfach nur so ein Nackerbeets-Shooting. Nackerteil-Filmchen, ja. Ja, das fand ich cool. Und das mit dem Geweih natürlich. Ansonsten, ich glaube, ich hätte mal den einfach nicht schon von vornherein so hochpreisen sollen, dann hätte ich vielleicht mit einer
anderen Erwartungen mit dem Film angeschaut, aber ihr habt halt meine Erwartungen auch echt hochgeschraubt und dann sage ich nur zu meiner Frau, hey du, der Mike und der Kani, die haben beide gesagt, das ist ein total geiler Film. Ja, und dann halt so ab der ersten Szene, wo es dann die Jamie King siehst, denkst du, okay, lass uns mal überraschen. Okay. Dann kommt die Bürgermeistertochter und denkst da wieder, okay. Nein, da denkst du, okay, du hast es falsch betont. Ach so. Okay. Ja. Ich hab echt zuerst an das gedacht, ach Kim, der muss doch kalt sein. Du willst nur Nippel sehen, oder? Der muss doch Nippel aufstellen, was ist denn da wieder los? Das war alles unrealistisch. Das war unrealistisch, ja, richtig. Ja, aber ich jetzt auch überschimpfen, weil, sagen wir mal, dafür hat er bei unserem Triple Threat ja den ein oder anderen positiven Hint. Ja. Und einen haben wir auch schon gesagt, das sind die nackten Tatsachen der Dame. Ja, aber richtig. Männliche Tatsachen nackte gibt's keine. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht nicht bei dem einen oder anderen Torso, der da mal zum Singen war, nicht auch zufällig auch ein männliches Glied zu sehen war. Es kann, okay. Sagen wir mal 0,5. 0,5, okay. Jetzt ist nur die Frage, haben wir tote Tiere gesehen? Na. Nicht. Na. Also sind wir bei 1,5, das ist doch die Hälfte, ja. Das ist doch für so einen Slasher gar nicht so schlecht. Ja, eben, da ich auch sagen. Und so einem Slasher, der das Herz am rechten Fleck hat, dem kann man nicht besser, oder? Das möchte ich so nicht unterschreiben. Also, wie schon gesagt, bei der nächsten Weihnachtsparty vom Kani darf der Film gerne nochmal im Hintergrund laufen. Ja, dann 6. ungeschnitten wahrscheinlich. Ja, richtig, und sie gehen auch ungeschnitten. Ansonsten, da die mal jetzt den nicht nochmal leihen. Also das. Okay. Na, da gibt's andere Weihnachtsfilme. Ich habe, glaube ich, nach 5 oder 10 Minuten dann auch gesagt, hey, wir hätten uns eine schöne Bescherung anschauen können. dann redest du einfach über Silent Night und ich über schöne Bescherung. Über den Kehrer aber wirklich auch mal geredet, das stimmt schon. Aber weil ich sagen muss, es ist ja auch noch der Black Christmas im Raum gestanden, also das Remake von 2006, glaube ich, ist der. Das ist ja einer von den Kani seine absoluten Lieblingsweihnachtsfilme und ich finde den auch super cool. Wieder mit die großen Erwartungen spielen. Ja, richtig. Aber da kommt jetzt dann von Nameless Media ein Mediabook raus und zwar mit der Unrated-Version. Und wir wollten uns die jetzt erst einmal anschauen, bevor wir über den Film reden, aber der ist jetzt verschoben worden. Jetzt wird es dieses Jahr Weihnachten wahrscheinlich nichts mehr, aber nächstes Jahr dann spätestens. Und ja, da bin ich dann gespannt, wie der gefällt. Weil der rockt. Den habe ich auch schon länger auf der Watchlist und ich warte ehrlich gesagt einfach nur drauf, dass wir jetzt mal sagen, wir nehmen dazu eine Folge auf, weil ich möchte mal den dann frisch angeschaut haben. Im ersten Quartal 2022 ist soweit. Dann schauen dann wir uns reden wir im ersten Quartal über Black Christmas, okay. Nein, macht man nicht, aber der kommt halt da raus und wir können halt dann schauen, dass wir dann wieder passend zu Weihnachten raushauen. Das muss ja schon ein wenig passen, okay. Oder? Von der ganzen Stimmung. Und diejenigen da draußen, die mir jetzt Mai wasserig geschmatzt hab, der möchte jetzt unbedingt Silent Night singen. Da gibt's von Periole Fu in der Uncut Mediabook Reihe gibt's da ein wunderschönes Mediabook, aber auch eine Array. Aber man muss unbedingt schauen hinten drauf mit dem Spiel-JK-Siegel, ein kleines weißes Kastel, wo drin steht Spiel-JK geprüft. Also die Kaufhausversion mit FSK 18 und die bei Amazon Prime, die kannst in der Pfeifraucher. Ja, leider. Also das hätte ich mir für die 4 Euro dann eigentlich schon fast nur gewünscht, dass ich zumindest den dann uncut sehe. Aber das war relativ schnell deutlich, dass das nicht uncut ist. Ja, du musst das immer so sagen, wenn der Film geschnitten ist, kommst du früher ins Bett. Bist schon wieder 3 Minuten früher ins Bett gekommen schon, ja? Und wenn du so Filme angeschaut hast, für Nightmare Concert in der 18er Version, da warst du sogar 25 Minuten früher ins Bett gekommen. Da schon her? Also heute ist Freitag, wo wir es aufnehmen und am Mittwoch haben wir uns angeschaut und da bin ich eingeschlafen. Also ich habe mir gestern erst zu Ende angeschaut. Okay. Deswegen, ja, früher ins Bett. Der Film hat mich nicht so bei der Stange halten können. Okay. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal wieder, aber das war schön, dass wir mal da jetzt, dass wir das Spiel gespielt haben, ein Film, 2 Meinungen, oder? Das ist für uns beide ganz ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn wir über einen Film reden, dann sind wir schon der gleichen Meinung und dann wird die Folge dafür umso länger. Ja, außer du hast Shin Godzilla. Hä?
Ja gut, da waren wir auch zu dritt und da wart ihr 2 gegen mich. Aber ich habe da eindeutig gesiegt mit meinen Top-Argumenten. Mittelgut. Ja, wer weiß, was wir als nächstes aufnehmen. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich unsere Best-of 2021 und da wird's dann interessant. Da bin ich gespannt, was dir da alles am besten gefallen hat und was nicht. Oh, stimmt. Das Best-of und wahrscheinlich ist dann das nächste Warlex. Das heißt, wir sind schon wieder am Jahresende. Wahnsinn, gell? Letztes Jahr gab es, glaube ich, zwischen die Firedog auch keine Folge. Also es kann sein, dass wir jetzt auch zu Weihnachten wieder mal eine Woche Pause machen. Und Leute, bevor ihr euch aufregt, schaut's mal nach, gell? Ihr habt in dem Jahr auch wieder mehr Folgen gekriegt, als es eigentlich Wochen gibt. Und wir haben keine einzige Woche Pause gemacht. Nicht einmal eine Sommerpause. Ach na, warte mal, stimmt nicht. Na, einmal haben wir ausgesetzt, oder? Das war aber nur einmal, da war ich in Amsterdam. Dann, stimmt. Ja. Aber das hätte wahrscheinlich sowieso keiner mehr gewusst. Wenn du jetzt nichts gesagt hast, hätte da keiner mehr draufgekommen. Ja, richtig. Vergesst immer, was ich gesagt habe. Und der Mike sagt euch jetzt, was ihr dafür tun dürft. Ja, ihr dürft auf alle Fälle die Glocke betätigen. Ihr dürft uns abonnieren. Schaut bei YouTube vorbei, lasst uns da ein Abo da. Apropos Abo, wie gesagt, das Weihnachtsgeld muss da sein. Ihr habt sicher noch nicht alles ausgegeben. Wenn ihr noch ein paar Euros habt, macht ein Steady-Abo. Das hilft uns. Wir können uns besseres Equipment kaufen. Wir können uns endlich einmal was zum Essen kaufen, dass wir den Podcast noch besser machen können. Wir können uns bessere Filme anschauen. Nicht nur so Slasher. Ja. So halbgare. Unser großes Ziel ist, dass wir irgendwann unser Lebenswerk verfilmen. Genau, richtig. Tut es uns, sagt es die Leute, Mundpropaganda ist nie verkehrt und ja, hört einfach weiter zu und bleibt uns gewogen. Genau, bleibt uns gewogen, anders hätte ich es nicht gesagt. Dann Anno, natürlich frohe Weihnachten, schöne Feiertag, stellt bitte nichts an, lasst mir den gefallen. Wenn ihr was anstellen wollt, lasst es einfach und dafür hört euch unseren Podcast an. Richtig, genau so schaut's aus. Also, merci fürs Zuhören, auch im neuen Jahr wieder, schöne Feiertag von mir und Servus. Genau, Servus und viel Spaß beim nochmal von vorn hören beim besten Podcast der Welt.